Sind wir alle guten Heibannen für Naturschutz selbstverständlich? Sind wir alle guten Heibannen für Menschenschutz garantiert? Sind wir gegen Schikanieren von Menschen? Auch das, wir kommen dazu. Das Gesetz wird löwenswert Ziele. Wir für es zerreichen brauchen rationell und transparent Moyen, klare Verfahren, klare Kurmöglichkeiten, Vereinfachung, Respekt für die Proprietät, kein unnötig Unzahl von Autorisationen an ich wundere mich, dass die liberalen Deputierten sich schon bald bretzt an diesem Text 108 neue Autorisationen angefordert gehen, für uns ist das absolut inakzeptabel. Wir sind für Biodiversität und für Naturschutz. Am Rapport stehen 3 Faktoren von Degradation von der Biodiversität. Das erste ist der Verlust und Degradation von den natürlichen Habitat. Natürlich, das ist eine Binsenweisheit. Ein Land, das so ungebremst wo ist wie Eis, da könnte zur Zerstörung von Habitat. Vernetzung von Biotopen geht verloren. Wir haben an den letzten Zeitungen gelesen, dass Biodiversität leidet, Bodenbrüter, die verschwannen. Wundert das? Wir hatten einen holländischen Expert, den als wissenschaftlich nachgewiesen hat, dass das Verbot von der Fußjagd zur Ausrottung und zur Dezimierung von Bodenbrüter feiert. D'Extension von Réseau de Transport, die natürlich als Stroß zerschneit Biotope. Das ist eine Binsenweisheit. Das ist ganz evident und das ist eine Folge von unserem Wurstum. Pratik agricole wird genannt, Drainagen, eine Veränderung von Wasserlief. Natürlich, also nicht schäfer Bergen und Beton gefasst gehen. Sind wir dafür? Nein, wir sind dagegen. Wir sollten die renaturieren. Wir müssen mal ganz stellen. Die für 150 Schufen, also 4 Fähren, mit viel Geld, Drische gelöscht gehen, für gegen Malaria zu kämpfen. Haut renaturieren, indem man sie an Sümpfe verwandelt. Nein, ich denke nicht, dass man das machen muss. Muss am Perimeter ein Umweltminister Maßnahmen ergreifen, und da sind ich ganz mit dem Herrn Zeimer d'accord. Nein, müssen nicht. Ja, komm, wir lassen so eng Natur ob Zeit, wie Herr Zeimer ganz richtig gesagt hat. Weil was ist nämlich die Alternative? Die Alternative ist, dass die Terrain angezäunt gehen, dass sie bewedet gehen, dass kein Biotop abkommt, da kann auch kein Biotop zerstört gehen. Das ist ein falscher Weg. Zu den Verfahren. Der Recours en Reformation für Verwaltungsgericht wird aufgeschärft und ersetzt der Recours en Annulation. Das klingt mal harmlos, und normale Bürger kann sich da vielleicht nicht direkt etwas vorstellen. Der Rapport sieht da ganz scheinheilig, dass wir für den Richter die komplex Erbische wegzuholen, wir müssen ein Dossier in concreto zu analysieren und sich eigene Appreciation aufzugeben. In Wirklichkeit ist der Recours en Annulation ein Contrôle de pure Legalité. Wenn die Rechtsadministration Decision geholt hat, wenn kein Abus, kein Détournement de Pouvoir vorliegt, da kann die Decision nicht annulliert gehen. So einfach ist es. Und der Richter hat nicht mit Recht zu gucken, ob sie sinnvoll ist, ob sie proportionell ist, ob sie ihrem Ziel gerecht wird. Die Aufschärfung von einem Recours en Reformation und der setzliche Recours en Annulation ist ein graver Angriff an die Rechte vom Justiziable. Das ist ich habe schon x Texte gesehen, wo das Regierung einfach nicht mehr Recours en Annulation angesagt hat, kein Recours en Reformation. Und das ist nicht für die Richter das Leben mehr einfach zu machen, das ist für die Bürger das Leben mehr schwer zu machen, Affären, hier Möglichkeit für Recours gegen Autorisation oder besser gesagt Refus d'autorisation, weil wir sehen, Autorisation sieht Refus d'autorisation, das ist der Fakt. Hei ho verschiedene Redner von der Majoritätspartei in der Amtszeit mit dem Hemme gesperrt vom Respekt für die Bauern, von ihrem kleinen Abkommens und so weiter. Wo ist der Respekt? Wenn den Avis de la Chambre de l'Agriculture, auch für sämtliche Berufsverbände von den Bauern, seht, hei wären droit de Präemption, die zu weit gehen, hei wären Servituden, die äquivalent sind zu einer Expropriation, eng atteinte au droit de propriété disproportionnée, eng grave atteinte au droit de propriété, eng expropriation de fait. Und wir gehen hier einfach darüber weg, wie wenn die Chamber an die Berufsvertretungen nicht gesagt hätten. Ist das der Respekt, den der Hut für dem Beruf stand? 20 Reglement Grand Ducaux sollen kommen, eng helle wohl, für hier Detailer zu gehen. Genau da sehen wir schon die Unsicherheit von diesem Gesetz. Und wir werden als RDR, und wir werden als betroffene Leute
ganz genau gucken, dass die Reglement am Kader vom Gesetz geschehe. A kein Dibbelche, méi weit gi wie dat wat Gesetz firgeseit. Well Konditionne vun der Stee, die gin hai am Haus festgelöscht, an net op irgendwelchen Ministerien. Dekopunkte sind ein gut Beispiel. Das Newspeak. Wir sind all für Ekopunkte. Ekopunkte klingen die man schämen. Es sammeln Ekopunkte. Mir ganz konkret, ganz genau, was für ein Punkte für Wert. Das soll später irgendwann ein Kehr festgelöscht gehen. Das eng Worthülse. Das eng Worthülse oh die Inhalt. Und Madame Hebben hat schon vorausgegraben, dem so, da wäre das Reglement Grand Code, die Kedi oder andere, was in der Praxis nicht greifen. Das lässt, was da ist, als RDR dazu bewegt wird, für 100% gegen dieses Projekt zu stimmen. Das sind die zusätzlichen Kerne, die angefordert gehen für Häuser an Geringzonen. Worum geht es? Es geht um bestehende Häuser, ganz oft Millen oder Hef, oder auch Häuser, die eben Demos gebaut sind, für rund 50, 400 oder nach Millionen, die an der Geringzone leihen. Auch bislo kann den da nicht egal was machen. Auch bislo kann den die nicht einfach vergrößern. Kann den eine Autorisation froh für sie zu vergrößern. Kann den eine Autorisation froh für ihre Destination zu ändern. Das ist halt ein River, außer wenn sie eine ganz restriktive Kader fallen, von dem, was die kann an der Geringzone machen, die wenn sie nicht mehr vergrößern. Mir nach mich schlimm. Lo muss sich die Stadt unzusohen, le Charakter d'un Site, wenn die kompromettiert, dass du hier bestehend Gebäude, da kann der Minister ordonieren, dass sein Aspekt exterieur verändert wird. Liebe Kollegen von der DP, können mal so etwas d'accord sein. Der Staat muss sich die Harmonie von einem Site, von einem bestehenden Site, an einer so einen Wert auch nehmen zu beurteilen. Allein Proprietären zu ordonieren, sie müssen ihr Haus verändern. Wo leben wir? Aber was hat das mit Natur zu tun? Was hat das mit Natur zu tun? Dass Destination nicht mehr geändert wird, außer dem ganz restriktiven Kader vom Artikel 6, d'accord. Aber auch Renovationen und Transformationen bedingen an Zukunft eine Autorisation vom Minister. Was heißt das? Das heißt ganz konkret, nee, das ist heute nicht so. Heute, wenn ich ein Haus an der so ein Wert, an ich mein Plätterchen neu, an meinem Bootzimmer, dann darf ich das machen. Das sind die der Gemeinde deklarieren, meistens, also in allermeisten Gemeinden brauche ich aber keine Autorisation dafür. Ich deklariere in der Gemeinde so, ich brauche bestimmt nicht eine Autorisation ministeriell für Plätterchen an meinem Bootzimmer zu ändern, an meinem Haus an der so ein Wert. Aber was tut das mit Naturschutz? Was tut das mit Biodiversität zu tun? Oder mit Menschenschutz? Das ist ganz einfach nicht mehr ein gering Schick. Strophe. Wann ich mein Haus, was dann nicht harmonisch genug leid, aber wo den Herr Minister und Herr Staatssekretär finden, dass ich mich das Exterieur ändern, wann ich das nicht machen, oder wann ich an meinem Bootzimmer, von meinem bestehenden Haus an der so einen Wert Plätterchen ändern, ohne Autorisation, da kann ich gestraft gehen mit 6 Monate Prison oder 750.000 Euro Geldstrafe. Das ist für uns inakzeptabel, und ich so, das sind nicht die mit der Flamme, das sind die mit der Ratsch.